Goedemorgen, levenswasser Kjoak. Welkom thuis. Ik begeleid mijn eerste ondervang met de bekonmerking. Oosteren werken is meest krijgbaar hier. En zo april den 7, wo wir 2 Gottesdienste haben, zoals gewoonlijk, 10:30 's morgens en klok 11 's morgens. En we wollen een bijzondere aanbetung Gottesdienst haben, wo die nicht was vermissen. En aan april den 9, Oosteren des morgens, wo wir Tofas haben, hier wie levenswasser Kjoak. Sag mal, lieber das Moakjt brengen, lud in vrienden, familie en Rüte komen, voor Oosteren werken hier wie levenswasser Kjoak. Wenn du die hast geplant, een Karten te befrieren, dan wil ik die en die partner aan Moakjt brengen, om onze premarital clause te nemen. De premarital clause gaan voor 8 weken aan en die zijn aangereicht, om die en die partner uitmerken voor het befrieden leven. En besonders wenn die was haben, dat een van onze predikers in Top treden soll und een dag van jene Kast, dan verlangen we dat die eerst deze clause bij sterk gaan. Wenn ihr darüber interessiert, dann freue ich mich, dass die Information da kommt, zum ihr abschreiben für premarital clausen. Morgen, Moakjt den 27. klok 7 Uhr bei Levenswasser Kjoak, haben wir einen besonderen 1929 Abend geplant. So Gott Penner, der wird zurückkommen, der wird unter das Alte Testament lehren. Und so soll es nun sein, dass 1929, das für alle Menschen zwischen 19 und 29 Jahren. Und dann ist die befreit bist und nicht befreit bist, solange du noch nicht Kinder hast, was die eingeladen zurückkommen. So war das morgen, klok 7 Uhr, hier bei Levenswasser Kjoak. Deze maatwerk, Moakjt den 27. klok 7 Uhr, hier bij Levenswasser Kjoak, weil de Levenswasser Jugend Leiders jendos ouderen aanladen zu een Parent Info Night. So wenn du auch Kinder hast zwischen 13 und 18 Jahren, dann haben wir die aanladen rüberzukommen. Da wird eine gute Gelegenheit sein, wo die kannst mitmachen mit der Jugend taub. Die kannst die Jugendleiders kennenlernen, Frauen stellen und bloß mitleben mit was deine Kinder jeder Maatwerk hier tun, hier die Levenswasser Jugend. Sag mal ihnen anladen, diese Maatwerk klok 7 Uhr. Diese sind uns april den 1. von klok 8 bis klok 3 Nachmittag, weil wir die Gelegenheit geben, den Blut zu geben. Healing Hands Clinic, die will een blood drive doen. En so dat is een goede gelegenheid om bloed te geven in deze omgeving ondersteunen. En so wenn du mehr Informationen gleich von der und nur den Gottesdienst, wo die Menschen in der Verlauf sind mit witte Handen, die können entweder Informationen fragen, oder die können eine Information durchgehen, zum den Folietos holen. Und so war das diese Sinn und april den 1. von klok 8 bis klok 3 Nachmittag. Deze opkomende zondag, april den 2, 10:30 's morgens, hier bij Levenswasser Kjoak, waar we die nächste gelegenheid geven om onze Vision Clause nemen. De Vision Clause is voor alle wat we gleich een maathelper te worden, voor alle wat we gleich een glied te worden, en voor alle wat we gleich meer informatie te hebben van Levenswasser in de Kjoak. So wenn ihr einen von diesen 3 Dingen interessiert, dann freue ich mich, dass die Information da ist, um die abschreiben für Vision Clause. Diese Sonntag, april den 2. Ich will dir auch wollen, dass april den 30. wo wir unsere neue Glieder abnehmen hier bei Levenswasser Kjoak. Und so wenn du gleich ein Glied zu werden, dann will wir die Moakjt sprechen, wenn die noch nicht die Vision Clause hast genommen, dass die abschreiben, dass nicht für april den 2, dass die reut bist, zum ein Glied werden, april den 30. En dan zuletzt wil ik gleich een ooit maathelper aanzuladen. April den 2, klok 6 Uhr, hier bij Levenswasser Kjoak, wo wir uns nächste maathelper Abend haben. En so wir wollen einen Onkas haben, wo ganz und sonst was sein für alle Maathelper und deren Familien. Sag mal, die das anladen, wenn du einen Maathelper das hier bei der Kjoak, dann wirst du das nicht vermissen. Komm rüber für eine gute Zeit von Information, von Onkas und Gemeinschaft bieten mit anderen Maathelper. Das sind alle Bemerkungen für diese Werk. Dankeschön für die Ohrhörchen. Hey, welkom hier. Wir sind von der und noch einmal in Gott seine Gnade, so weil wir dort denken haben, wo Gott heute als ein Taub am Loven und Preisen. Holding Deenen,
wenn wir Jesus beobachten in der Bibel. Leewen, was glaube ich dort, wird dort Unterschied merken dort. Für die Menschen, die am Bejengen deuten hier, habe ich. Und das alles ihr Leewen, was heute handelt, wie kann die Menschen dran uns wiesen. Hij wil durch uns, die andere Menschen erreichen. Und ich glaube, dort fängt an mit den Leewen. Mit den Leewen, was hij uns eerst gewesen hat, weil wir nicht rüberkommen. Und andere die bewiesen, und andere Menschen, die waren voran. Und hij hat das getan, und hij will das über noch einmal tun. Hij will das weiter und weiter tun. Und wir haben das gesehen. So für die nächste, weil wir uns dann anluten, für uns selbst persönlich, ich in Jesus, du in Jesus. Was weißt du von mir, dieser Weg, von dir? Wo weißt du hin, soll ich den anderen Leuten beweisen, sodass ich kann für die werden? Wegen deiner Leute, Jesus, als du, was du eigentlich heute gemerkt hast.
groot voor die, niks te groot voor die. Durch join Körper wird die nicht groß heulen, joine sollte schlecht am Raden, nichts te groot voor die, das nichts te groot voor die. Ik wil bloos die noemen Jezus spreken. Ewa jeder denken, jeder hört. Wenn du hast Frieden zien in England, ik spreek Jezus. Ik wil bloos die noemen Jezus spreken. Wat die donkerheid je breken is. Vertjent du als hoopning, du als vrijheid. Ik spreek Jezus. Die noem als leven, die noem als heilung, die noem als kracht. Brengt je bangheid, schien durch den Schatten, brennt zo zijn vuur. Ik wil bloos den noemen Jezus spreken. Hij wil alle zorgen nemen angst. Hij wil zorgen vangen bedreigung. Ik spreek Jezus. Die noem als leven, die noem als heilung, die noem als kracht. Brengt je bangheid, schien durch den Schatten, brennt zo zijn vuur. Die noem als leven, die noem als heilung, die noem als kracht. Brengt je bangheid, schien durch den Schatten, brennt zo zijn vuur. Merkt Jezus bekommt von den Bojen op de weg. Spreekt Jezus im Diestren en war jeder Feind. War meine Familie, ik spreek den Heiligen Naam. Jezus. Merkt Jezus bekommt von den Bojen op de weg. Spreekt Jezus im Diestren en war jeder Feind. War meine Familie, ik spreek den Heiligen Naam. Jezus.
Ek wil bloos die naam in jou spreken. Eva jeder denk in jeder hart. Wenn du als Frieden sie nie gut, ek spreek jou so. Doordat we in Jezus, dat we hier zo top komen. En doordat de naam Jezus wordt de kracht heeft en Engels we zingen duiden. En doordat Jezus wordt onze leider is. Amen. Amen. Hey, je kan je doel zetten. Gott, Marius, Kjörk. Welkom hier. Ik freut dat we kunnen alle hier zijn. Ook al die wat ons online checken dan. Plus Gott, Marius, welkom te Kjörk hier van de ons Marius. Hey, bloß je denken haben, dass das nu sind und was wir kann Blut geben hier so bei der Klinik. Und wenn die Frauen hast, Susie Reimer wird hier so in der Verlauf sein, kann argon Frauen, wenn die ab einem ernst was Frauen hast, versinnen. So bloß ein Denken haben, dass das nu sind und all. Hey, wir sind in einer Reihe Botschaften von Gott, Leewen, Menschen, Deenen. Pastor John redet von all diese verschiedenen Dinge, die auf dem Foarm passieren dann. Und sehr interessant war es, vielen Sonntag dann reden wir von Menschen da, auch hier so in der Kirche. Und wir haben einen Dash abgestellt in der Verlauf von, dass die können absigning für mithalten hier so in der Kirche. Und da haben sich über 50 Menschen abgesigned. Und interessant, in sehr vielen verschiedenen Areas haben sie sich abgesigned. Das ist nicht bloß, dass eine Gruppe ist nicht weit überfallen und die andere fehlt alle halb. Die haben sich in verschiedenen Städten abgesigned. Und ich will bloß sehr Dankeschön sagen für die Absigning. Dort merken einen Unterschied, wenn die Teams waren nu in Teil halb haben. Dort wird ein großer Unterschied merken. Wir haben nie Menschen in der Kirche und wir können Gott dein mit dort, so kann Jesus erregen durch dort. Und so, ich will dir bloß Dankeschön sagen. Und vielleicht hast du diesen Quad mitgenommen für einen Sonntag und dachtest, ich wurde euch weg. Du überdenken, wo war ich da in der Kirche und du hast dort Material gebracht, die das wird von der und noch sein und du kannst dort durch zu Hause bringen und du kannst die von der und absigning, wenn du was irgendwo da hier so in der Kirche. Und wir geben von der und auch einen Donut und all die wird durch zu absigning down. Und bovenab, all unsere Deiner, die kriegen Frühstück hier so bei der Kirche und sind nach Mars. Und von der uns Mars, was ich da um Dash so, dann kam Pastor John durchhauen. Und dann verteilte er mir von seiner Botschaft von der und er will reden von vom Foarm nur Moakjt und wo, wenn du nicht in Moakjt hast und wir können unser Produkt nicht nur Moakjt bringen, dann ist uns geschafft dort. Und so, das wird heute reden, so heute wird abkommen. Wir haben ja für dit is de 5e zondag wat we reden aan het thema van de Foarm. En zo je haben het beeld ongecheckt voor 5 weken. En zo nu wel wat bekend. Vielleicht habe ich das gemerkt, vielleicht nicht, aber das ist ein großer Fehler boven auf das Bild. Wer hat das gemerkt? Das ist kein John Deere boven.
Und so, wir können nicht Bilder finden, well, wir können Bilder finden von einem John Deere daarboven, aber der soll wir betonen. Jemand sagt mir erst für die verschiedenen Services, dass die gute Dinge musst du betonen. So, I don't know, was das so ist. Aber anyway, ich will nicht Trouble mit den von jenen, was nicht John Deere fahren. Aber das ist mehr so alles mit den Furtfahrern. Aber allemal, wir reden von der Foarm. Und wir vergleichen Gott seine Arbeit hier auf Erde, oder Gott seine Kirche mit einer Wirtschaft. Und so von der war ich ein klein bisschen holen von den 5 Botschaften oder den Feuer. In der ersten Botschaft dann nennen wir, komm nur der Foarm. Aber Gott lud uns an, auf seine Foarm zu schaffen. Und da brachte ich das Beispiel von erst einmal, als wir klein waren, und dann da wir mit einem Säckel Korn schneiden. Und dort wir nicht die beste Arbeit. So, wenn ich dann auf einen Stab sagte, nein, steht hier, was meine Schwester Korn schneiden, dann bleibt meine Reh stehen. Und da brachte ich ein bisschen von Beispiel, dass wir sind alle in Gott seine Wirtschaft sozusagen, wir haben alle Gaben gekriegt. Und so Gott will haben, dass ich soll meine Reh Korn auch schneiden. Und du sollst dienen, was immer deine Gabe ist, was immer deine Arbeit ist. Die zweite Botschaft, da rede ich von der Familie Dash auf der Foarm. Und so wir dachten ein bisschen an der Foarm, durch den Dash, die Familie Champion Dash Taub. Da bin Dash, dort wo sie eten, dort wo sie vertalen, lachen, dort wo sie planen, dort wo sie sich bereden, was sie nächste wollen tun. Und dort sonntags morgens bei der Kirche. Das ist der Dash. Das ist der Dash auf Gott seine Foarm. Wir kommen her, zum unsere Bühnen, zum Eten sozusagen, zum Gemeinschaft haben, Kaffee trinken, aber die wirkliche Arbeit, die ist dort bieten. Und so der Dash auf der Foarm, dort ist nicht, wo die Arbeit passiert. Der Flacker, dort wo die Arbeit passiert, und so wenn wir nicht auf den Stab fahren schaffen, wir sagen bloß am Dash, dann wird der Stab nicht geerntet. Die dritte Botschaft handelt sich von Leeren auf der Foarm. Und da reden wir von, dass wir wachsen. Wenn du eine neue Arbeit anfängst, du wachst dann lernen sozusagen. Und das ist, was wir in uns Christentum, wenn wir haben Jesus angenommen, und nu wachsen wir. Und einiges, was ich Ihnen sehe, ist, dass deine Identität in Christus und dein Wandel in Christus sind 2 Seiten von dasselbe sind. Und so wie man das klar halten, dass in Christus sind wir gerecht, wir haben seine Gerechtigkeit gekriegt. In uns Wandel, du hast es einmal nicht so vollkommen, wir merken Fehler, aber das Ziel ist, dass wir wachsen. Und wir wollen Dollar ähnlich mit Christus und wir wollen immer Dollar mit Amtop schaffen. Viele sind redet Pastor Jacob und Arbeiter auf der Foarm und wir dachten besonders an hier in der Kirche, uns fehlen Arbeiter hier und wir haben dort bieten den Dash, wo ihr könnt absehen, so ist Fernando von redet. Und so wir haben hier bei der Kirche das wird, wir sind nicht Mitfahrer, wir sind Mithelfer. Und dort wir Ferien sind. Von der will ich reden von Foarm nach Moakjt. Ich rede also mit mehreren Businessmännern hier in unserer Kirche und ich frage ihn, wo wichtig ist der Markt für ihn? Wo wichtig ist der Markt für die? Und jeder einer von ihnen sagt mir, ohne den Markt ist mein Business tot. Wenn ich nicht meine Trailers verkaufen, oder wenn ich die nicht auf den Markt bringen, dann ist es tot. Aber wenn ich nicht meinen Korn verkaufen, dann sind wir durch. Und so der Markt, das ist sehr, sehr wichtig. Noch eine Frage, was ich installe, dort wir High Quality Control in den Business. Und jeder einer sieht mir, sie haben eine gewisse Form von Quality Controller, like dass Dinge gut getan werden. Wir haben die Idee hier bei der Kirche, oder wir lernen hier von Dingen, bitte eigentlich gut tun. Und je dan bitte je eigentlich gut in jullie businesses. En je wollen den customer, je wollen de Markt, weil je das beste Ding repräsentieren, den beste Trailer, die beste Ruhe, die beste Ernst. Du wirst das beste auf den Markt bringen, wenn dort die Business sozusagen. Und so sehen wir auch, dass Quality Control, das merkt uns verantwortlich, das merkt die Arbeiter verantwortlich von der guten Arbeit. Und wir dann immer dasselbe Quality rüberbringen nach dem Markt. Und so sehen wir auch, dass der Markt controlt, was wir tun, wie viel wir bauen, als wir 7 Acker in der Welt, oder der Markt controlt alles. Was du baust, was du das, oder wo du das baust, oder wie viel von Dingen.
En dan had ik krijgelijk wat van je schaaf du hast, dat is alleween even rein. Nou weet je, wanneer du een spekker hast, en dat is vol korn, dat veroorzaakt een wereld wat hungert. De korn moet uitgaan. Wenn in de eerste boodschap zei dat het als Foarmerie wat de wereld voederen heeft. Damit meine ich nicht, dass andere Business nicht wichtig sind, aber das Foarmerie, dort wo du wohlst, dort wo unsere Welt fördern hat, aber du hast dort abgespickert und die Menschen hungern dort. Aber wenn du einen Hof voll Trailers hast, Remolkes, dann muss die Welt mit der Maske ihre Frage führen, und die Trailers stehen hier. Aber wenn du ein Ruhe-Business hast und das warum Himmel abgestupst mit Ruhe, aber das geht nicht nur Market, dann verdreht die Wüste. Und wir weten alle, was Land bekannt ist mit Acker in der Wüste, wo das das wichtigste Ding tut. Das ist nicht Gott sein Willen. Das ist nicht Gott sein Willen, dass das Evangelium bei mir bleibt. Wenn wir nicht hören, voll von dem Evangelium, die beste Musik, die beste Botschaft, alles sei praktisch, aber das in diese Feuerwehr, dann geht unsere Welt verloren. Ohne den Markt bleibt kein Business bestehen, keine Foarmerie bleibt bestehen, und die Welt geht verloren, wenn wir uns so denken haben, dass das wer wir sind. Das Gebiet, hier bleibt es. Aber wir tragen wohl Welt an und wir wollen uns wegholen von der Welt, wir wollen die Welt nicht vertalen von Jesus. Aber wir wollen es bloß von uns Dorf holen. Oder wir wollen es bloß von uns holen. Das ist nicht Gott sein Willen. Dass das Evangelium bei mir bleibt. Na, wir sind nicht alle Missionaren, wir sind nicht alle Prediger, die sind Business Lead, die sind Former, die sind was immer. Und ich habe ihnen all verlangt, versucht zu lernen, dass wo immer du schaust, wo immer du das, du bist ein Christ, du bist ein Missionar, wo du deine Arbeiter behandelst, wo du deine Eiche behandelst, das ist ein Bild für die Welt, und so wo du deinen Wirt behandelst, wo wir mit Menschen umgehen, oder wo wir mit unseren Customers umgehen, wir sind Gott sein Wort in der Welt. Von Montag bis Montag, wo immer du schaust, wo immer du forschst, wo immer du das. Und so von Foarm nach Moakjt. Wenn wir so ein Denken haben als Kirche, dass wir sind nicht verantwortlich für den Markt. Uns Produkt, was wir hier merken, sozusagen, das brauchen wir nicht nur Markt bringen. Wenn wir so ein Denken haben, dann wird es hier tot gehen. Dann wird es hier sterben. Sie sagen einmal, das Christentum als immer eine Generation war von Aussterben. Und ich habe manchmal gesagt, dass ich und du von der Jesus schauen, das hat zu tun mit, dass unsere Vorväter so ein Trüge waren und hat das immer wieder gedreht. Und so dann ist die Frage, was about die nächste Generation? Wo sind unsere Kinder, unsere Großkinder? Und so, das ist nicht Gott sein Willen, dass das Evangelium bei mir bleibt. Ich wünsche, Sie würden das in den Kopf nehmen und daran denken, dass wir weiten das Gott, aber wir leben einmal so, wenn das nicht so ist. Und so ein Kirchengebiet voll von Evangelium verursacht eine verlorene Welt. Und so wenn wir nicht Kirche sind, bloß in dieser Feuerwehr, das ist wer wir sind, und wir haben nichts in der Welt, oder wir bringen uns Produkt nicht nur morgen, dann sind wir nicht dort, wo Gott uns hier hat. Na, wir tun Livestreaming, wir tun Material checken, wir tun andere lernen, wir haben allerhand Audio, alle in unserer plötzlich redende Welt, und so, wir würden sagen, wir sind nicht bloß in dieser Feuerwehr, aber die Frau von uns sagt, was soll wir noch tun, oder was können wir tun, oder wie viel Geld, oder was von Part von uns Budget sozusagen soll gehen für Mission. Meine Frau und ich, wir haben für viele Jahre geschafft in der EMC Missions von Kanada, und sie haben Missionaren alle in der Welt, viele verschiedene Länder, nu von der ersten Tag in Spanien, anfangen mit Mission, aber hier in Mexiko haben sie lange geschafft, von der schaffen sie in Guadalajara, und hier in Mexiko, aber in Bolivien, in Paraguay, in Afrika, verschiedene Städte. Millionen Dollar sind an gegangen. Und viele Menschen haben Jesus gefunden, wenn wie jemand was zurückging, kann das Evangelium mitteilen.
Nou, wir haben für die Technologie, was sie niemals hatten zu der Bibelzeit, zu der Zeit wird es von ungesagt zu ungesagt. Dann wird es von Müll zu Müll können sein. Von der können wir rüberstrahlen, wir können von weit auf scheiden sozusagen. Aber es ist danach wichtig, dass wir denken daran, dass Gott hat uns hier nicht angesagt, damit ein feines Evangelium haben, diese Weg, feine Musik, feine Predigt. Und das jetzt scheint, weißt du, wir wollen hier sein. Ich glaube, wir sind hier für eine Ursache, aber das Ziel ist der Mord. Wenn es nicht ist, then we're kidding ourselves. Und so Gott seine Vision ist der Mord. Und unsere Vision als Kirche muss der Mord sein, da aus der Gewastes. Wie man da denkt an eine verlorene Welt. An eine Welt, dass wenn wir hier abspecken an das Evangelium, dann geht die Welt verloren. Als Jesus hat diese irgendwie, er bleibt nicht bis auf eine steht, dass sagt Jesus, wir wollen unterwegs gehen, nur die Darbe, die dich bei sind, dass ich durch auch predigen kann. So, Jesus sagt, ich will rumgehen, ich will predigen. Na, wir tun hier in der Darnachshaus, rede ich hier ein bisschen von Kirchengeschichte. Und eins von den Dingen, was sehr, sehr interessant ist, wir haben auch kurz einen Kurs durchgenommen von Predigen lehren, wo wir ein bisschen von Predigen reden. Predigen ist das Ding, was Gott gebraucht hat, zum Sinnrecht bühen über diese Welt. Und Paulus sagt sogar, dass es törichtet Predigen. Some von ihnen denken einmal so, wer sie ich kann nicht gehen, oder wenn ich rede, das hört sich vor nicht, all so eine Dinge. Wenn ich rede, das hört sich vor nicht. Wenn ihr stark büten, dann lach über mich. You don't know hier bin. No, aber weißt du, wir haben einmal so eine Idee, dass wir ich sehen, like, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht. Weißt du, was Paulus sagt? Through foolish preaching. Törichte, da meine ich, dass wir so ein Evangelium, was stupid ist, so zu sein. Aber was er sagt, ist, dass unsere Weisheit gegen Gott sehen ist Foolishness. Und so in uns weichen mit unseren menschlichen schwachen Gaben, hat Gott sich gewählt, das Evangelium rüberzubringen. Als Jesus hier wieder schickt, alle Menschen nicht, dass sich dort wählt, hat sich 70 andere und schickte immer 2 und 2 rüber. So, das ist die Jünger rüber, nur der Darbe, wo Jesus will hinkommen und predigt das Evangelium. Aber die Idee, was ich hier will rübertreten, ist, die werden rüber geschickt. Und so Luther wollen wir da ein bisschen von lesen. Er sieht so an, der Arndt ist ab ihrens groß, aber das muss wenig arbeiten. Na, wenn du eine große, warum sein, du bist eine große Form, du hast 1000 Acker Korn, aber das ist China, zu mir kommen vor. Du hast China, wo die Korn, die Verschattung abgestab. Dort hält die nicht aus den Formen. Und dort hält die Welt nicht, wenn dort das abgestab ist hat. Na, wenn wir dann denken, dass der Arndt-Lied, das sind Menschen mit Ewigkeit. Das sind Menschen, die entweder gerat sind oder verloren gehen. Und so wenn uns Korn hier ausschaut, und das ist uns Mentality, das ist uns Weich von Denken, das ist alles für was wir hier leben, dann kommt der Arndt nicht näher. Er sagt wieder, prachet den Herrn, den der Arndt gehört, und weißt du, das ist ein wichtiger Punkt, dass Gott gehört der Arndt. Gott gehört der Kirche, das ist Jesus in Körper. Und so, dass er wird Arbeiter rutschigt. Mir ist es immer interessant, wo Jesus das sieht. Er sieht nicht, bet zu Gott, oder prachet an, dass er irgendwas wellig mit tun. Er sagt, dass er wird Arbeiter rutschigt. Und so, ich glaube, die Jünger, die wir in Europa, wir müssen Europa sein für dort. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will Ihnen ein bisschen von Mexiko erzählen. Habe ich mal von Mexiko gehört? Und Anfangs 1500, dann wir das Land, was wir von der Mexiko nennen, hier wir in verschiedene Gruppen, die Azteca, die Maya, die Tarahumara, verschiedene Gruppen, was some von denen existieren, von der noch. Aber die Azteca, das wir die Hauptgruppe, die wir in Mexico City von der ist, und die hatten da eine große Stadt. Das ist eine lange, interessante Geschichte. Aber dann brachten sie, dann brach Spanien von Mexiko, sie kamen hier an 1500, Anfangs 1500. Und dann brachten sie mehreren Foods ihre Missionaren her, katholische Missionaren. Und so die Franziskans und die Jesuits und Dominicans, das immer verbunden mit dem ganzen Menschtum. Da werden wir noch in der Geschichte von reden. Die Monks und von der Tag sind wir alle bekannt mit Nuns. Like wenn ihr guckt, haben wir einmal die frühes gehen, die Archanien mit das die angetragen sind. Aber das ist ein System, was die katholische Kirche hat für viele, viele Jahre.
En so er zijn ganze grote scholen hier, waar man dit te doen heeft. Aber die kwamen her, die fangen hier an Stations op te stellen, die fangen an Missionarbeit te doen. En so dit is de kerk in Mexico City. Some van jullie zijn er vielleicht mal gewas. Ze zeggen ons vandaag dat deze kerk, bezien de kerk in Rome, de grote Petruskerk, nou niet maar bezien de kerk als dit de kerk, wat de ganz meeste toeristen komen bezoeken in de ganze wereld, in de ganze katholieke wereld. Nou weet je, ik stem niet met de katholieken geloven, sondern dat is niet waar ik daarvan red. Waar ik daarvan red is, dat zij haar Mexico als een land, niet bloß Mexico, maar Zuid-Amerika, zij hebben dat omgedraaid naar een katholisch land, wat het is niet weer. En zo, als de Spanier herkwamen, besonders de Azteker, die hadden ook geloven in opfer, in China werd je opfer, in vele mensenlevens werd je opfer, en zo'n dingen staat. En zo de katholieken kwamen naar en ze hebben missie gedreven, ze stelden stations op door het ganze land. En ze hebben ons land van de 1500 wat van de maar dat is nu al, dat heeft niet zo lang geduurd, maar ons land is van de een katholisch land. En dat heeft met dat te doen. Ze zeggen van de dat we zijn ongeveer, dat is een beetje verschillend, maar van 72 tot 77% van de mensheid in Mexico is katholisch van de. En wie weten dat al? Er zijn twee dingen wat we hebben bijgedragen. Eén ding is krijgt de missionsarbeid, wat deze monks, wat we op Engels staan, dat het ganze ministerie zijn veel missionen gedreven. Op weg met geloven, maar daarna wil we een krediet geven, voordat ze in een ganze land hebben omgedraaid van andere geloven. Maar dat andere ding is de Virgen de Guadalupe. En je weet alle van de Virgen de Guadalupe, niet? En dat is alle ween, en hier zijn de voortje en alle ween. En zo de geschichte is dat du erstmal in Indien geweest over Mexico City, vind ik, dus een uur in Mexico City, dus een grote kerk, wanneer ik nog mal naar Mexico stad voort, en door met ramtoeren wil ik naar de kerk, dat ik wel die zijn. Maar allemaal dus een kerk, en dat is een borg, en door heeft deze en dat is Maria, niet? Jezus zijn moeder, maar hier in Mexico heet de Virgen de Guadalupe. En zo die heeft door dus Indien bejeend, die heeft zich zo ongetrokken gehad als de Indien, die heeft zijn spraak gereed. En dat heeft bijgedragen dat de Indien das katholieke geloven aannemen, dat het land over dem ramdraait. Dat is de geschichte. Ik weet niet of alle krijgt staat als je was. Maar allemaal, mijn punt is dit. Dat zij een land ramgedraaid naar een andere geloven. Wie als Mennonieten, wie zijn krijgt oud. De Mennoniten, de Anabaptistische geloven, vangt ook aan de 1524 aan. So wie zijn krijgt oud als wat Spanien, Mexico vangt. En zo we hebben onze voorväter missie gedreven, zoals in Europa, waar het verder met vervolging te doen, moesten we van een stad naar andere vluchten. Maar dan trokken we naar Oekraïne. Tot die tijd weer uit Rusland, wo van de Krieg is. So daar hebben onze Duitsers gewoond. Ohne, ik zal niet zeggen, keine Mission, aber te zijn. Laat me zeggen, weinig Mission zu der russischen Kultur. Dann trokken we naar Kanada, nicht mit den Idee, dass wir in Kanada das Evangelium predigen. Bloß wenn wir wollen voort von Russland werden, da mussten sie zu dem Militär gehen, so eine Dinge. Und dann wohnen wir in Kanada, und dann sollen wir bei ein bisschen Englisch lernen an der Schule, und dann wir weg nach Mexiko, in andere Länder. Wir haben hier 100 Jahre gewohnt in Mexiko, ihr weißt alle, wie viel ganz kurz sind 100 Jahre fast. Wofür Mission haben wir Mennoniten hier in Mexico gedaan? We kunnen op een hand notalen, hoeveel Kerken wie manche spanische Kultur hat angefangen als deutsche Menschen. Ons geloven is gewas onze Feuerwehr, ons Dorp, onze Kolonie, wir sind beter, blijft hier voort, blijft van de Welt weg. Dat is veel dollar onze leer gewas. En zo, dat moet ändern. Nou, ik geloof, we hebben niet meer die leer. We weten, some van jullie schaffen al een mission, vielleicht in een boy, oder hier, wo en so weiter. En daar wil ik unbedingt niet doel aan en zo wat. Aber im großen Ganzen ist ons Ziel, wenn wir nach Bolivia tragen, oder wir tragen nach Kolumbien, oder wir tragen in ein anderes Land an Ziel, ist ungefähr niemals das Land für Jesus zu gewinnen.
ons Ziel als zoveel Land als möglich haben, mit so einer großen Art als möglich, zum recht worden oder was immer alles. Und dat ze ook aardig in Land haben, bitte dat wir nicht aardig verstehen. Aber weet je, wenn wir das Evangelium abspatzen hier in dit Gebiet, dann geht unsere Welt verloren. Von der nimmt das Katholikentum in ons Land auf, wenn du schon immer mehr evangelische Kirchen hast, aber das ist nicht wie in uns. Und das ist der Trüge, denke ich. Ich meine, das ist gut, dass die Kirchen sind, nicht? Aber nicht, dass wir das tun. Und so, das kommt alle von der Spanier, das kommt von ihren eigenen Menschen. Wir sagen, unser Ziel ist, unser Plot die zu reden in der Welt. Damit meinen wir nicht, dass eine andere Rasse nicht das wird es, aber das ist unser Ziel. Und so, wir machen von der Foarm nur Mark, von dieser Kirche in der Welt nehmen. Mit Livestream, mit alles, was wir können. Like, wir machen eine jeweilige Kirche sein, wir sind, aber wir machen noch Dollar worden mit Mission im Sinn. Like, wir haben kein Geld zum Ende, wenn wir rückschrecken, nicht mal aus dem Missionar. Und so ich sage, von der IMC-Konferenz, wo wir lang und geschafft haben, da waren zu der Zeit 50 Kirchen in Kanada, da alle Geld geben für Mission, aber Tausende und Tausende Dollar sind dann angegangen. Und ich weiß nicht, wie viele Säulen worden im Himmel sein werden dort, aber ich glaube viel. Aber weißt du, der Markt, wenn uns der Markt nicht wichtig ist, dann haben wir einen rechten Weg von denken. Kein Businessman, was hier sagt von dir, kein Farmer, was hier sagt von dir, ist nicht der Markt schrecklich wichtig. Das ist alles, was die trifft, ist der Markt. Das, was du ackerst, das, was du büßt, das, wo du die Quality Control hast, wenn du was das Markt, der soll dein Produkt kaufen. Und wir wollen das Evangelium so verstehen, dass sozusagen die Welt das kaufen wird. Wie viel kaufen wir das nicht, aber ich brauche das als ein Beispiel. Und so das Evangelium ist für alle Menschen. Wir haben einmal ein bisschen eine Idee gehabt, dass für uns Deutsche, wir sind besser, wir haben Wette Hüt oder wir reden Plattdeutsch und was immer das ist. Und so das andere sind Weltmenschen, aber wir sind Gott sein Volk. Und dort ist nicht so dort. Du bist modern Gott sein Volk, wenn du Jesus kennst. Und jeder Rasse Menschen auf der Welt lotet und don't und wer das Wort von der Klärhütte haben, oder Wort von der Sprache reden, oder wo die wohnen, die sind von Gott gemerkt, in Gott sein Ebenbild und die sind wird geraten worden für Ewigkeit. Und so werden wir niemals so eine Idee kriegen, dass wir sind irgendwo besser. Reimer sagt, dass du hast keinen Unterschied zwischen den Juden und Griechen, weil die selbe Haar über alle. Na weet je, manche Juden und Griechen oder Juden und Helden, da wäre so, die Juden wären besser, mit die haben nur Strom, die sind andere und all die Dinge. Weil wir nicht so ein Denken haben. I mean, wie kann unsere Kultur was reden, die Dinge, die wir haben, was gut sind, die werden wirklich was reden. Da werden wir gleich alle durchschmieden. Aber weil wir nicht andere Kulturen durchschmieden, wenn die anders wie. Er sagt wieder, willst du immer den Herrn sie nur anrufen, was soll ich wollen? Wer immer, luteten Männer nicht sein, luteten Spanische sein, oder eine schwarze Person, oder ein Chinese, oder ein Russländer, oder was immer das ist, wer immer den Herrn sie nur anruft, der was soll ich wollen? Und dann fragt er hier so Frauen, und diese Frauen, die waren wie uns Frauen, aber wo sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? So wo sollen sie, nu denke ich an uns Volk, wenn das uns ruft, uns deutsches Volk, wo sollen sie den anrufen, an wem sie nicht geglaubt haben? Jetzt wieder, oder wo sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und wo sollen sie hören, wenn da kein Prediger ist? Dann sagt er, wo sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt wurden? Und so Paulus redet hier, und er sagt, so als geschrieben steht, wo wunderschön ist es, wenn die kommen, die uns den Fried predigen, die uns das Gute zu sein haben. In anderen Worten, wo wunderschön, und ich denke aus einem Farmer oder denke aus einem Businessman, wo schön ist dort, wenn der Trag gekommen ist, was dein Produkt entweder bringt oder uploadet, zum Markt führen. Und das hat alle Fans geschafft, und du hast es dort können verkaufen. Oder du hast auf dein Hof verkauft, und der Trag fort von Hof. Das ist ein feines Gefühl, ist es nicht? Aus einem Businessman. Und so Paulus sagt, wo soll unsere Welt selig werden? Wenn dort keiner ist, wird es verteilt, dort predigt keiner, dort wird keiner geschickt, wir holen das in unsere Feuerwehr. Wer immer
den Herrn sie nun anrufen, was soll ich worden, aber wo sollen sie den anrufen, wenn wir dann unser Feuer wegholen und das ist bloß für uns und das nicht für jene. Was hält die Welt dort, wenn du den Hof voll Trailer stehen hast? Was hält die Welt dort, wenn du den Specker voll Korn oder Sippeln hast? Was hält die Welt dort, wenn du den Hof voll gestupselt hast, voll Rusch? Der mag als alles für die aus dem Businessman. Und so wie als Kirche und wie als Gott seine Familie, wir machen da den, was ich anfangen zu denken, dass der mag als alles für uns als Kirche. Das ist das Ziel, das ist die Vision. Dat wollen wir Dinge doen, dat wollen wir Geld geben, dat wollen wir predigen, dat wollen wir Livestream haben, oder wollen wir Material merken. Und wir haben gute Dinge on YouTube, on all unsere Social Media Plattforms, wo sagen, wir haben viel lernen und so weiter. Aber wenn das nicht ans Denken, was das ganze Zeug, das wird wir hier sein, das wollen wir uns Sonntag kommen. Na, das ist im Westen zum Eten. Wir satten rumdaschen, wir eten Salz. Aber die Idee und das Ziel ist der Morgen. Das Ziel ist der Stab. Das Ziel ist dort, nicht rumdaschen. Wir wollen das so fern an das Mehlis und scheinet eten, als wir können. So ein guter Kaffee, als wir können. Wir wollen hier spazieren, wir wollen Gemeinschaft haben. Aber ihr Schwester, das Ziel ist nicht hier. Das Ziel ist dort. Darum meine ich, dass jeder einer ein Missionar sein, was wir würden ein Missionar nennen. Aber das Ding ist, dass du als ein Businessman, du als ein Arbeiter, wo immer du bist in der Schule, wo immer du bist ein Kind Gottes. Und das ist du zu sein, wem du gehörst. Und wenn du gelernt hast, dann verteilt es noch von Jesus. Aber das Leben kommt erst. Und so wenn ich sage, predigen will irgendwo in der Welt und über mein Leben, das ganz verbrechen und all, das schwingt und so weiter, das hält nicht. Aber sie haben nicht alle darauf geachtet, was das Evangelium sagt. Jesaja sagt, Herr, wer gleich, was wir predigen. Und weißt du, das sind ja mal, ich war ja mal mutlos. Ich denke einmal so, was hält das? What's the point? Like, look mir auch mal Trag vor in der Samt von Jünden. Look mal eine weltliche Arbeit an. Und weißt du, so denken wir machen, aber wenn wir so denken, das hält eine Wenigstens, like wie China, da hält eine Wenigstens. Das ist ein rechter Weg von Denken. So kommt der Glauben durch die Predigt und die Predigt von Christus sein Wort. Der Glauben kommt durch die Predigt und die Predigt ist Gott sein Wort. Aber wenn wir das nicht tun in der Welt, dann wird keiner Glauben haben, der hat es nicht gehört, der kann nicht dort bleiben. Und so Gott seine Form. Gott hat eine Form. Ich und du, wir sind Part davon. Und so die von ihnen, was Formen sind, die weiten, die Dinge, was wichtig sind auf der Form. Aber was ich von der Welt betone, ist der Morgen ist wichtig, dass die Dinge auch verzeiten kannst. Die Welt kann eten davon. Was immer Business du drehst, du wirst das verzeiten. Der Morgen ist schrecklich sehr wichtig. Und so wie das fehlt, dass wir lernen, immer da so denken, dass das Evangelium ist nicht gerechnet für mich, das Evangelium ist nicht gerechnet für uns als Kirche. Wir haben das all, wir sind Christen, wir kennen Jesus. Nun ist die Zeit, dass das Evangelium das ist für die Welt. Und so werden wir das durchdrehen. Amen. Mit wo immer wir können, wo wir schaffen. Und wenn Gott die raubt aus dem Missionar, dann sind wir gehorsam. Aber wir wollen wieder Livestream, wir wollen wieder Material merken, wir wollen wieder unsere politische in der Welt beeinflussen für Jesus. Aber du darfst dort, wo immer du lebst, wo immer du forschst, wo immer du schaffst, du bist ein Missionar. Ich würde fragen, dass du abstehen. Dort bieten uns, was du da schwer, da gleich abzusehen, um hier dein. Und wenn wir dann denken, wenn wir hier dein in der Kirche, das ist auch nicht bloß, wenn wir dein. Dort ist auch, dass, warum sagen wir dein an der Kirche? Die Kinder wassen ab für Jesus. Und some von denen waren Luther das Evangelium rütteln. Und so wenn wir dann denken, wenn wir dein, das ist immer für ein Charakterbild. So als himmlischer Führer, Dankeschön für das Evangelium, Dankeschön, dass wir das haben, Dankeschön, dass unsere Verväter treu werden. Und froh, dass wir uns verschalten, treu sind, dass wir wollen wiedergeben. Und ich danke dir, dass wir Port sind von deiner Form. Help uns, dass wir den Morgen wollen im Sinn halten und dass wir das wichtig werden für uns, dass wir das Evangelium rütteln in der Welt. Wir beten es in Jesus' Namen. Amen. Das Prayer-Team ist hier fair, wenn ihr ein Gebet fehlt, kommt hier, weil ich mit ihnen vertrauen und beten. Hat einen guten Tag. Ik blijf die high op dine gnades te verloten al mine deel
Auf dine hånd mye hånd. Van det moment van jeg opvej, but jeg mi dolej, hvor jeg sing, van det skønhed fra Gott. Min kunstigt leven wirst du tryghed. Min kunstigt leven wirst du Gott sagen. Solange oss du mig afstår leven, hvor jeg sing, van det skønhed fra Gott. Jeg glød dine stem, har de let mig tørt og frihet, en dunkle natt, dass du dich bis aufs kein anderer. Jeg kan dieses en furet, jeg kan dieses en fred, en jeg lev in det skønhed fra Gott. Guds leven wirst du tryghed. Guds leven wirst du Gott sagen. Solange oss du mig afstår leven, hvor jeg sing, van det skønhed fra Gott. Dine skønhed, det an mig hænger om. Dine skønhed, det an mig hænger om. Jeg glad min leven han, jeg sig han givet, jeg giv de alles her. Dine skønhed, det an mig hænger om. Dine skønhed, det an mig hænger om. Dine skønhed, det an mig hænger om. Jeg glad min leven han, jeg sig han givet, jeg giv de alles her. Dine skønhed, det an mig hænger om. Kunstigt leven wirst du tryghed. Min kunstigt leven wirst du Gott sagen. Solange oss du mig afstår leven, hvor jeg sing, van det skønhed